Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Club 13 Mitglieder-Talk. Leute, ich habe gesehen, es gibt nur 3 Kommentare. Das ist sehr gut. Es wird ein sehr, sehr schnelles Video. Von daher, ja, werde ich den ganzen Bums auch öffentlich machen. Ja, werde das dann nutzen, um hier mal die Uli Hoeneß Aussagen schon mal ein bisschen einzuordnen, bevor ich das am Montag im Stream dann nochmal ausführlich mache. Also von daher, für alle Nicht-Kanalmitglieder, ihr bekommt jetzt mal einen kleinen Einblick, wie das hier so im Mitglieder-Talk so läuft. Ja? Erstmal natürlich hier, haben wir ganz vergessen, los rein. So, wie läuft das ab? Ja, wie gesagt, ich erzähle immer so ein bisschen was, wie meine Woche war. Da gibt es diese Woche nicht viel zu erzählen, weil es ist ja auch nicht viel passiert rund um den FC Bayern. Mir geht's gut, ich habe eine gute Woche gehabt. Ich hoffe, euch Mitgliedern geht's auch allen gut. Und natürlich allen anderen hoffe ich, dass es euch auch gut geht. Rund um FC Bayern, ja, natürlich ist die Urgewalt Uli Hoeneß passiert im Doppelpass. Da werden wir gleich ein bisschen drauf eingehen. Vorher gucke ich mir eure 3 Kommentare an, werde da ein bisschen was zu sagen und dann gehen wir ein bisschen rein in das Uli Hoeneß-Thema. Genau, so machen wir es. Also, gut. Eure Kommentare. Chico, überleg's nochmals mit dem Livestream. Zusammen den Doppelpass analysieren und darauf reagieren. Uli hat für Jahre wieder genug rausgehauen. Solange er der Boss ist, wird es bei uns keine Ruhe geben. Na, guck mal. Ist doch schon ein Kommentar, auf den ich dann gleich ein bisschen ausführlicher eingehen kann. Mir ist es cool, das DFB-Spiel war eine Katastrophe. Habe ich nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Wenn, dann war es ja nur das erste. Das zweite haben sie ja gewonnen, wenn auch erst in den letzten Minuten, glaube ich, oder was weiß ich. Ich bin da nicht im Thema. Casa, schreibfaule Bagage, bin gerade im Hochzeitsurlaub, bald wird wieder mehr geschrieben. Also nennt man das nicht Flitterwochen oder was? Casa, schöne Flitterwochen. Ne? Habt eine schöne Zeit. Genießt die Zeit, abseits vom Fußball. Ja, das waren eure Kommentare. Ganze 3 Kommentare. Ich sage ja, schreibvoll geworden. Ne? Aber ist ja auch Länderspielpause. Was soll man schreiben? Man könnte natürlich eine halbe Ewigkeit was zum Uli schreiben, aber das Thema, ja, wie Action, nee. Also ich fange jetzt nicht an, auf irgendwelchen Doppelpass zu reacten oder sonst was. Das ist mir zu albern. Ich kann gerne mal gucken am Montag im Stream. Wie gesagt, wir werden da ein bisschen drauf eingehen. Definitiv. Ja, ich gucke mal, ob es auf YouTube irgendwie nur so die Hot Takes vom Uli gibt oder nur diesen Uli-Blog. Ansonsten habe ich die Aussagen gelesen und ich habe da ja schon ein bisschen was zu in der PK wie Action gesagt. Zu deiner Aussage, solange der Uli Boss ist, wird bei uns keine Ruhe geben. Das ist vollkommen richtig. Ja, kann ich 100% unterschreiben. Ist ja auch das, was ich schon seit Jahren erzähle. Ja, und das hat sich natürlich nicht geändert. Ne? Solange Uli da ist, wird es keine Ruhe in diesem Verein geben, weil dieser Mensch einfach, ja, ein Bedürfnis hat, sich selbst darzustellen. Das hat ja nichts mehr mit dem Wohl des FC Bayern zu tun, was in den letzten 2, 3 Jahren von Uli Hoeneß Seite kommt. Also erstmal, bevor wir da reingehen, ein bisschen in das Thema, ey, was ein Uli Hoeneß bei uns für unseren Club getan hat, was er Teil dieses Clubs war, Hut ab, vollen Respekt. Wir wären mit Sicherheit nicht da, wo wir gerade sind, wenn es Uli Hoeneß nicht gegeben hätte. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Was ich an dieser Stelle aber auch erwähnen möchte, wir dürfen da aber auch nicht einen Karl-Heinz Rummenigge vergessen, der da immer ein bisschen klein geredet wird. Der hat mit Sicherheit auch, zumindest seitdem er dann da Teil war, einen erheblichen Anteil daran. Ja, gerade was die Internationalisierung des FC Bayern anbelangt. Das muss man auch mal sagen. Gut, also das mal vorab. Ja, aber das ist genauso wie bei den Spielern. Nur weil ein Spieler 5 sehr, sehr gute Jahre hatte, viele Erfolge eingefahren hat mit dem FC Bayern, kann man ihn jetzt trotzdem kritisieren. Wenn wir über aktuelle Spieler wie Kimmich, Goretzka, etc. reden, hat das nichts damit zu tun, dass man
das vergessen hat, aber natürlich geht es um aktuelle Leistung, ja, und nicht darum, was in der Vergangenheit war. Und dasselbe zählt für Uli Hoeneß, ja. Ich habe es schon in der PK gesagt, Uli Hoeneß sollte einfach, was die Öffentlichkeit angeht, seine Fresse halten. Ja, ich werde es mal ein bisschen provokanter ausdrücken, weil es einfach auch so gemeint ist, ja. Einfach mal die Goschen halten in der Öffentlichkeit. Ey, er kann ja intern den ganzen Mist äußern, den er öffentlich auch äußert. Wenn er meint, das ist der richtige Weg, ja, dann ist das so. Dann macht das im Verein, aber setzt sich doch nicht in den Ey, wer setzt sich denn in den Doppelpass? So, da sitzen Leute wie Strunz, Effe, was weiß ich was, ja. Alles Leute, die irgendwie gefühlt vom Fußball nicht loslassen können, aber nicht irgendwie die Qualität haben, irgendwie eine Manager, eine Trainerkarriere oder sonst was anzustreben. Die setzen sich im Doppelpass und ist dasselbe wie ich, wenn ich mich hier hinsetze und meine Meinung stammtischmäßig loswerde, das ist der Doppelpass. So, ja. Ähm, Da wird auch viel, ja, es ist ein Stammtischgelaber, genauso wie hier auch. So, Punkt. Ja, da musst du jetzt keine Referenzen für haben oder sonst was und das ist teilweise auf 'n Niveau, wo es darum geht, ja, ja, wir müssen die Aussagen rauskitzeln, müssen die, wie es halt in der heutigen Gesellschaft ist, immer die negativen Sachen rauskitzeln, rausstreichen, weil das Klicks gibt. So, so, das ist für mich der Doppelpass, ne? Deswegen, ich gucke seit Jahren keinen Doppelpass mehr. Das hat mittlerweile 'n Niveau erreicht, das ist nichts, was ich mir antun möchte. Warum geht man dann als Uli Hoeneß ähm, in so ein Format, setzt sich dahin, Punkt eins, und Punkt 2, warum treffe ich dann die Aussagen, die da getroffen wurden? Ja, das ist eine absolute Vollkatastrophe, 'n absoluten Schlag in die Fresse für Max Eberl, das muss man mal so klar sagen. Und ich verstehe es nicht und es macht mich traurig. Und deswegen meine Aussage: „Uli, halt einfach mal die Fresse öffentlich. Ja, zieh dich einfach mal aus dem Fußballbusiness zurück.“ Punkt. Du kannst ja intern da immer noch die Goschen aufmachen. Anscheinend ist er ja auch immer noch der das Sagen hat, obwohl er nur ein Aufsichtsratmitglied ist, das traurig genug ist. Haben wir schon drüber gesprochen, können wir gerne Montag im Stream mal 'n bisschen ausführen. Das ist jetzt hier der verkehrte Zeitpunkt. Aber warum habe ich dann das Bedürfnis oder auch wenn er auf seinen komischen Tagungen ist und da irgendwo ich bin bei der Süddeutschen Zeitung auf irgendeiner komischen Kongress, setze mich dahin als Vorstandsmitglied des FC Bayern und erzähle da so viel interner und so viel Scheiße, das kannst du dir nicht ausmalen, ja? Dieser Mann ist einfach aus der Zeit gefallen. Das ist das Problem, ja? Der ist nicht mehr zeitgemäß und das ist das Problem des Uli Hoeneß. Er denkt immer noch: „Ich bin hier der große Patron, wie es bei Christoph Daum, wie es bei, Willy Lemke war. Ich kann mich öffentlich hinsetzen und kann meine Meinung und dummes Zeug labern.“ Ne. Ja, die Zeiten haben sich geändert, aber 'n Uli Hoeneß halt nicht. Deswegen wirkt der so aus der Zeit gefallen und deswegen wirkt der auch so sich in den Vordergrund schieben und ich will unbedingt noch da sein, ich will unbedingt das Gesprächsthema sein. Was sollen diese Aussagen zu Lothar Matthäus? Ja, ich meine, dass ein Woldemade komplett überbezahlt ist und übergehypt und so, ist ja alles richtig. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber am Ende des Tages hat Lothar Matthäus mit seiner Aussage, die er damals getroffen hat, recht behalten. Ja, Punkt. So ist einfach der Markt und daran siehst du doch schon, dass ein Uli Hoeneß aus der Zeit gefallen ist. Also, er war doch mal der Top-Manager, bla Sülz, ja? Und rafft nicht, dass jetzt so 'n Woldemade, halt einfach diesen Marktwert hat, wenn er ein gutes halbes Jahr hat und eine gute U21 EM gespielt hat. Ja, dann gibt's 'n englischen Club, der sagt: „Ja, alles gut, komm, ich gebe euch 90 Millionen, ist mir doch egal.“ So, ja, so ist halt die Zeit einfach und das rafft 'n Uli Hoeneß nicht. Ja, daran siehst du schon, dass dieser Mensch aus der Zeit gefallen ist. Ähm, und es ist auch aus der Zeit gefallen zu sagen: „Ich setze mich da jetzt hin und plaudere da mal öffentlich irgendwelche Sachen aus und setze da hin und kritisiere meinen Sportvorstand.“ Ey, der ist nur ein popliges Aufsichtsratmitglied, der hat die Fresse zu halten. Stellt euch mal vor, irgendein anderer aus unserem Aufsichtsrat würde sich irgendwo öffentlich hinsetzen und so viel Scheiße von sich geben, was dann los wäre, ja? Dieser Mensch, Uli Hoeneß, gehört einfach entmachtet in unserem Verein. Sorry, dass ich das so klipp und klar sagen muss. Ich weiß, es gibt immer noch die ganzen Uli Hoeneß-Jünger.
Schreibt's in die Kommentare, ich lese eh keine Kommentare, gönnt euch. Ja, ist mir scheißegal. Wenn ihr mit mir diskutieren wollt, kommt Montag in den Stream, da könnt ihr das tun. Ähm, Es ist einfach so. Dieser Mann ist nicht mehr tragbar. Dieser Mann sorgt dafür, dass diese Unruhe in unserem Club ist, dass wir ein Bild nach außen geben, als wären wir ein Kreisliga A-Club. Ja, wir haben einen Sportvorstand, wir haben einen Sportdirektor, wir haben einen CEO. Die werden ja irgendwelche Pläne haben, irgendwelche Sachen planen, Transferphasen planen. Ich meine, angefangen hat das damals schon mit dem Harry Kane Debakel, wo sich da so ein Uli Hoeneß einmischen musste und dann sich da hinstellen müsste und sagen, ja, hier sind der große FC Bayern, wenn wir den Spieler haben wollen, dann kriegen wir den Spieler. Oh, das ist egal, ob da Levi auf der anderen Seite sitzt oder sonst wer. Ja, das hat den Preis einfach mal um 20 Millionen hochgeschoben für Harry Kane, hat die ganze Sache nochmal um 4 Wochen verlängert, weil der Levi sich gedacht hat, ja, Uli, dir zeige ich mal, wie der Hase heute hoppelt. War ganz, ganz großes Kino vom Uli. Letztes Jahr der Bums mit dem Doué, wo alles unterschriftsreif war, der Max alles klar gemacht hat. Die haben die Entwicklung gesehen bei PSG. Ja, der hätte uns richtig gut getan. Dann kommt auf einmal der große, weiße, alte Mann aus der Ecke und sagt, wir haben keine Geldscheißer, wir müssen erstmal was einnehmen. Diese Transferphase, du verkaufst einen Kingsley Coman. Und dann kommt auf einmal der Take, verpflichtet wird jetzt nichts mehr. Also, nee, leihen. Man darf noch einen Spieler ausleihen. Ja. Aber für einen Wirtz wären auf der anderen Seite 125 Millionen gar kein Problem gewesen. Für einen Woldemade 75 oder 65, was wir geboten haben, wäre auch kein Problem gewesen. Da hätten wir das Geld gehabt. Und das war alles noch vor einem Coman-Verkauf. Da sieht man, es ist eine Vollkatastrophe. Ja. Wie dieser Verein aktuell geführt wird, ist eine Vollkatastrophe. Und Max Eberl, der viele, viele Fehler gemacht hat, werden wir auch mal im Montag im Stream noch mal ein bisschen aufarbeiten vielleicht, ist gerade die ärmste Sau und kann dann einfach nur leid tun. Ja. Unter diesen Umständen arbeiten zu müssen. Ja. Dass da ein allmächtiger Uli Hoeneß sich da hinsetzt und alles bestimmt. Ja. Wie konnte das so weit kommen oder warum ist das so? Ja, ein Uli Hoeneß hat einen Herbert Hainer von Adidas losgeeist, den auf das Präsidentenamt gesetzt. Ein Uli Hoeneß hat einen Chrissy als CEO dahingesetzt, ein Uli Hoeneß hat einen Max Eberl dahingesetzt und Uli Hoeneß hat einen Christoph Freund dahingesetzt. Ja, und Uli Hoeneß hat einen Karl-Heinz Rummenigge zurück in den Aufsichtsrat geholt. Also alles, was da irgendwo rumdümpelt in unserem Verein, hat ein Uli Hoeneß installiert. Also, wer soll da nur ansatzweise aufbegehren gegen einen Uli Hoeneß? Ja, es passiert nicht. Ja, es passiert einfach nicht. Dieser Mann kann schalten, walten, machen, tun, was er möchte. Ein Oliver Kahn hat es versucht. Seinen Weg zu gehen, den Verein in die Moderne zu führen. Ja, ich habe es schon mal erzählt, guckt euch den Podcast an, wo der Uli zu Gast war. Da hat er es gesagt, es ist nicht möglich, in diesem Verein neue Strukturen, neue Ansichten, neue Wege zu gehen. Ja, das wird blockiert, wird nicht gesehen und das Ende vom Lied kennen wir. Ja. Was da jetzt alles genau vorgefallen ist, Blase, sei mir dahingestellt. Vielleicht war der Olli zu kalt oder was weiß ich. Das kann ja alles sein, ja. Aber er wollte diesen Verein in neue Gewässer, in das neue Zeitalter führen. Ja. Und das Ende vom Lied ist bekannt. Ja. Also entweder tanzt du nach der Pfeife des Uli Hoeneß beim FC Bayern oder du wirst gegangen. Punkt. Ja. Und was ein Uli Hoeneß sagt, ist Gesetz. Punkt. Ja. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wenn dem so ist, ja, Uli, alles gut, dann geh doch ins operative Geschäft, dann mach doch den CEO, ja, dann hast du das Sagen und dann kannst du dich auch im Doppelpass setzen, kannst deine Fresse aufreißen und kannst machen und tun. Ja, aber es ist super irrwitzig, da irgendein Aufsichtsratmitglied zu sein, der große Patron im Schatten und dann die eigenen Leute öffentlich an die Wand zu nageln, was er mit Max Eberl getan hat, das muss man mal ganz klipp und klar sagen.
er setzt sich immer dahin und erzählt ein von Mir Samir und predigt dieses Mir Samir. Wo war denn das Mir Samir in dieser Aktion? Wo war das? Ja, das ist eine Vollkatastrophe. Also unser Bild nach außen, ist nur noch lächerlich. Ja, und das ist Uli Hoeneß seine Schuld. Punkt. Das muss man mal klipp und klar sagen. Ja. Diese Müller-Geschichte auch, können wir auch noch mal als Beispiel nehmen. So, Max Eber setzt sich dahin, erzählt, ja, wir gucken uns dann beide in die Augen und wenn Thomas Müller weitermachen will, dann werden wir einen Weg finden. Ja, und den hätte man gefunden. Thomas Müller, ja, wenn er für 5 Millionen nochmal geblieben wäre, ja, hätte auch keiner ein Problem damit gehabt. Wäre doch tutti gewesen. Ne? Dann kommt Uli Hoeneß und sagt, ja, ist aber auch Zeit für Thomas Müller, seine Karriere zu beenden. Ne? Punkt. So. Was mit Sicherheit nicht verkehrt ist, ja, wenn man das Leistungsniveau anschaut. Wie gesagt, man hätte mit Thomas Müller reden können, sagen können, komm, für einen schmalen Taler kannst du gerne noch ein Jahr machen. Ansonsten halt nicht. Aber das mache ich doch dann nicht öffentlich. So. Ja, warum mache ich das öffentlich als Uli Hoeneß? So, ich habe das Gefühl, Uli Hoeneß muss immer wieder zeigen, ich bin hier der Mann beim FC Bayern, der das Sagen hat. Ja. Erstmal ist es traurig, dass es so ist. Nochmal, weil er ist, glaube ich, noch nicht mal als Aufsichtsratsvorsitzender, ist einfach ein Aufsichtsratmitglied. Mehr nicht. Ja. Aber wenn man natürlich der Marionettenspieler ist und alle nach seiner Pfeife tanzen, dann ist das halt so. Ne? Das ist schon traurig genug. Und warum dann immer noch den Weg über die Öffentlichkeit? Immer diese Selbstdarstellung. Ja. Uli Hoeneß hat es mal, glaube ich, gesagt, kein Spieler ist größer wie dieser Verein. Ne? So, aber auch kein Manager, kein Präsident, kein irgendwas ist größer wie dieser Verein. Ne? Und ich habe es schon letztes Jahr gesagt, ein Uli Hoeneß schadet aktuell mehr diesem Verein wie alles andere. Ja? Ey, es ist völlig gut, dass er immer noch meint, ey, das ist mein Baby, ich kann nicht loslassen. Alles nachvollziehbar. Es ist auch völlig okay, dass er Aufsichtsratmitglied ist. Es ist auch völlig okay, dass es einen Aufsichtsrat gibt und ein Aufsichtsrat ist ein Kontrollgremium und alles gut, ja. Aber dann setz dich doch nicht im Doppelpass und tu so, als wärst du der Babbo und laber so eine Scheiße und zieh deine Angestellten da in den Dreck. Weil genau das hat er getan. Ja. Ähm, und ein Aufsichtsrat, ich habe schon mehrmals gesagt, mein Verständnis von einem Aufsichtsrat ist halt ein Aufsichtsrat. Ja. Ist ein Kontrollgremium. Und vor einer Saison setzt man sich zusammen, Aufsichtsrat, beschließt dann etwas zusammen mit der Abteilung Sport, mit dem CEO, Blasels. Und man sagt, das ist unser Budget dieses Jahr. Wir haben 50 Millionen, die stellen wir euch zur Verfügung, die sportlichen Abteilung. Alles, was ihr durch Verkäufe einnehmt, könnt ihr auch noch mit ausgeben. Ja. Das Ziel ist, die Gehaltsstruktur, die Gehaltskosten um 50 Millionen zu senken. So, das sind die Parameter, das sind eure Ziele und jetzt let's go. Ja. So, das ist für mich das Verständnis eines Aufsichtsrats, eines Kontrollgremiums. So, man gibt Vorgaben und dann hat man das im Auge, ob das erfüllt wird oder nicht. Es kann doch aber nicht sein, dass man als Aufsichtsratmitglied dann auf einmal mitten in der Transferphase raushaut, wie letztes Jahr. Boah, nee. Also ein Duet ist jetzt alles klar mit? Nee, nein. Jetzt, wir verpflichten nichts mehr. Wir sind keine Geldscheißer. Ein Jahr später dann, oh, nee. Jetzt, nee, wir kriegen den Woldemale nicht. Nein. Anderen Spieler, nein. Du darfst noch mal einen ausleihen. Das war es aber auch. Das ist eine Katastrophe. Ja, und da muss ich eine Lanze für Max Eber brechen. Das ist, wie willst du unter diesen Bedingungen arbeiten vernünftig? Ja, das geht nicht. Das ist eine Farce. Natürlich hat Max Eberl auch Fehler gemacht, darum nicht drüber reden. Aber was Uli Hoeneß die letzten Jahre rausballert, ob das mit dem Tuchel war, ob das zum Nagelsmann war, das ist alles eine Katastrophe. Ja. Ein Uli Hoeneß ist einfach aus der Zeit gefallen. Der Mann, er entwickelt sich halt nicht mehr. Ja, der ist stehen geblieben, wo er im Knast gegangen ist und kam raus und der ist da einfach stehen geblieben in dieser Zeitspanne. Ja. Dass sich das Fußballbusiness, die Gesellschaft, dass sich das alles weiterentwickelt, das ist zu hoch für ihn. Ja, das rafft er nicht mehr. Den Eindruck habe ich. Und den Eindruck vermittelt er.
Es ist super einfach, 'n Uli Hoeneß, auf die Palme zu bringen, Uli Hoeneß was rauszuleiern. Ja, das ist keine Kunst. Das könnte jeder von uns, der ein bisschen weiß, welche Knöpfe man drücken muss beim Uli, und das sind, ganz einfache Knöpfe, ja, weil der einfach aus der Zeit gefallen ist, dieser Mensch. Ähm, und es wäre schön, wenn es in unserem Verein mal Leute geben würde, die sagen würden: „Uli, reflektier dich mal, Alter, du schadest gerade mehr dem FC Bayern, wie du den FC Bayern nutzt." Ja? Aber wer soll das tun? Ich habe es gerade schon erzählt, 'n Uli Hoeneß hat all diese Leute da hingesetzt, wo sie sitzen. Wer soll da die Klappe aufmachen? Wer soll da die Eier haben? Ja? Und wenn du dann die Eier hast und dein Ding durchziehst, wie es 'n Oli Kahn getan hat, dann siehst du ja auch, dass es ruckzuck weg ist, weil der Aufsichtsrat dann entscheidet: „Oh, ne, den müssen wir jetzt entlassen", ja? Und im Aufsichtsrat sitzen halt auch nur Leute, die den Diener machen, die sagen: „Ja klar, Uli, ja, ja, sicher." So, da ist halt auch keiner, der da widersprechen würde, ja? Und das ist 'n Riesenproblem. So. Und das Problem wird auch nur verschwinden, ähm, wenn der Uli eines Tages, sagt: „Ich bin jetzt weg", ja? Ansonsten, solange der Uli da sein möchte, das wird sich nicht ändern, ja? So, wie groß dann der Schaden wird oder nicht wird, wird man sehen, ja? So, aber der ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß, der Mann. Und jetzt mal ernsthaft, welcher Neue, würden wir jetzt mal davon ausgehen, Max Eber würde wirklich hinschmeißen, so, ja, was ich nicht denke. Aber so, gehen wir mal davon aus. Oder er wird sogar entlassen am Ende der Saison. Weil, was weiß ich, irgendwelche scheinheiligen Gründe, und dann wäre das so, ja. Welcher neue Sportdirektor wird sich denn da hinsetzen und wird sich das antun? Ja, der gerade mitkriegt, wie der Umgang mit einem Max Eberl ist. Ne? Warum war denn ein Ralf Rangnick keine Option? Ja, weil der nicht doof ist. Der weiß genau, dass du keine Aussicht hast. Warum wollte ein Philipp Lahm damals nicht in den Verein und hat gesagt, solange Uli Hoeneß da ist, macht das keinen Sinn. Warum wollen die das denn alle nicht? Weil sie wissen, sie haben nichts zu melden. Sie haben nichts zu melden. Sie müssen den Diener vom Uli machen. Ja? Ähm, deswegen ging das auch mit dem Bratzo so gut, weil der Bratzo genau das getan hat. Aber alles andere, Uli ist der Entscheider in unserem Verein. Kein anderer. Ja? Ich meine, das wurde jetzt nochmal ganz klar. Erinnert euch an die PK zurück, wo Max da saß und dann sarkastisch gesagt hat, ja, vielleicht leiht uns der VfB ja den wohl mal aus, wenn ja. Weil das dürfen wir ja. Ja, also, aber wie man dann solche Aussagen da droppen kann, und ich gehe jetzt nicht auf die ganzen Aussagen drauf ein, das machen wir, wie gesagt, Montag im Stream, soll nur so ein kleiner Abriss sein. Aber die Hauptaussage dann, ja, solange nicht die richtigen Leute an den richtigen Positionen sitzen, werden ein Karl-Heinz Rummenigge und ich da sein. Wenn dem so ist, werden wir uns zurückziehen. So, diese Aussage ist ein Schlag in die Fresse. Erstmal für ihn selber auch, weil er die ganzen Leute da installiert hat. Aber natürlich auch für alle Leute, die gerade da sind. Ob es ein Max Eberl ist, ob es ein Christoph Freund ist oder ob es ein Chrissy ist, ja, der unser CEO ist. Ähm, das ist ja für keinen eine Auszeichnung. Wenn, da, wenn sich da der Uli da hinsetzt und das erzählt. Also, ja. Ähm, das kann man ja so sehen, oder wenn man diese Sorge hat, wie gesagt, man kann das ja auch nachvollziehen, den Verein aufgebaut, bla Sülz, dann kommunizier das doch intern. Du kannst dich doch nicht öffentlich da hinsetzen und solche Aussagen drum. Das ging vor 10, 15 Jahren ging das. Ja, vielleicht auch noch vor 5 Jahren. Aber das ist, was ich meine. Der Uli ist aus der Zeit gefallen. Das kannst du heute nicht mehr bringen. Ja, das kannst du heute nicht mehr bringen. Punkt. Und woran merkst du noch, dass wir einfach aus der Zeit gefallen sind als Club? Ja, ey, es wird über keinen Club auf dieser Welt so viel intern herausgetragen,
so viel geschrieben, bevor überhaupt darüber man hat das Gefühl, bevor überhaupt darüber diskutiert wird, ob dieser Spieler eventuell zum FC Bayern passen könnte, steht schon in irgendeiner Zeitung, der FC Bayern ist an den und dem Spieler interessiert. Ja, das ist eine Farce, eine absolute Farce. Hat irgendjemand, ansatzweise, bevor es dann hieß, 'n Wirtz geht nach Liverpool, irgendwas gehört, dass der FC Liverpool an Florian Wirtz dran gewesen wäre? Ja, so arbeitet man. Ja, das meine ich mit aus der Zeit gefallen. So, und Uli Hoeneß denkt immer noch, wenn er irgendwie öffentlich irgendwas kommuniziert oder was, ist das förderlich oder ist das gut oder ey, es ist alles nur Abfuck. Es ist alles nur Abfuck. Das rafft er nicht. Diese Medienlandschaft ist nicht mehr so, wie sie vor 10 Jahren war. Social Media alleine, ja. Das rafft er aber einfach nicht. Dafür ist er einfach zu alt. Das geht nicht. Das ist einfach nicht tragbar, ja. Und wenn du dieses Alter hast und bist dann so stehen geblieben, es ist nicht jeder, der dieses Alter hat, stehen geblieben, aber Uli ist das nun mal einfach. Da muss jemand da sein im Sinne des Vereins und das ist dann eine CEO-Aufgabe oder ein Aufsichtsratsvorsitzende-Aufgabe, was auch immer, und muss sagen: „Uli, halt deine Fresse öffentlich.“ Punkt. Ja. So, und ansonsten muss da endlich dann mal jemand, da aufbegehren und da muss man Uli zur Not aus dem Aufsichtsrat, rauswählen, was ja irgendwie gehen würde, ja? Wird natürlich nicht passieren. Nochmal, alle, die da sitzen, sind von Uli handverlesen. So, da ist keiner, der sagt, ich spreche nur ansatzweise irgendein Wort gegen Uli. Das hast du ja auch zu den Statements dann von Heiner und Chrissy gehört. Ich meine, Chrissy hat da wenigstens mal ein bisschen diplomatisch ein bisschen was kritisiert, wenn man das zwischen den Zeilen lesen mag. Ansonsten hat da keiner die Eier zu. Ja. Max Eber sitzt da zähneknirschend in der PK. Ja, das ist eine Demontage des Sportvorstands, was da gelaufen ist. Ja. Also, und das öffentlich. Hä? Also eine absolute Vollkatastrophe mal wieder. Aber das ist jedes Mal, wenn Uli irgendwo öffentlich sitzt, irgendwas erzählt, ist es eine Vollkatastrophe für unseren Verein. Jeder Eingriff in die Transferphasen ist eigentlich eine Katastrophe. Ich meine, du musst dir mal ihr müsst mal die Transferphase unter diesen Gesichtspunkten sehen und dann muss man mal sehen, was ein Max Eber für einen guten Job gemacht hat. Mit dem Christoph Freund zusammen. Ja. Ich kann natürlich, die habe ich ja auch gesagt, auf der anderen Seite, wenn wir da bei dem Thema nochmal kurz bleiben, ich kann natürlich die Intention eines Uli Hoeneß da verstehen. Ne? Dass man sagt, komm, du darfst jetzt noch einen Spieler ausleihen, es wird keiner mehr verpflichtet, wir wollen Platz für junge Spieler lassen, etc. Wir haben 3 Langzeitverletzte, die im Herbst wiederkommen und so. Ey, vollkommen true, hat da hundertprozentig recht mit. Ja? Und wenn der Trainer und der Sportvorstand das nicht möchten, dass man auf den Campus setzt, da musst du die dazu zwingen. Vollkommen richtig, ja, unterstreiche ich. Mach das intern. Halt doch öffentlich einfach die Fresse. Ja, es kann doch nicht sein, dass ein Sportvorstand auf einer PK sitzt und dann gefragt wird, ja, sie dürfen mir jetzt nur noch einen Spieler ausleihen und dann muss er, um das irgendwie zu verarbeiten, sarkastisch sagen, was er gesagt hat halt, ja. So eine Sachen dürfen nicht nach außen dringen. Gar nicht, ja. Und da muss man dann auch mal wirklich überlegen, warum dringt das alles nach außen? Ich meine, wenn wir gerade Verschwörungstheorie, wenn wir die letzten Jahre sehen und gucken, was ein Uli Hoeneß für ein Mitteilungsbedürfnis hat, ja, ich glaube kaum, dass ein Max Eberl das irgendwie nach außen trägt oder ein Christoph Freund. Ne? So, was sollten sie davon haben? Also, für mich ist ein Uli Hoeneß in der jetzigen Art und Weise für unseren Verein nicht tragbar. Punkt. Der muss raus aus dem Aufsichtsrat. Er kann gerne einen Ehrenpräsidenten machen, so wie es ein Franz Beckenbauer getan hat. Das ist eine Aufgabe, die er machen kann. Dann kann er sich auch öffentlich da hinsetzen, kann dummes Zeug labern, hat der Franz auch teilweise getan. Dann kannst du das abtun mit den Worten, ja, alles gut, so ist der Uli halt, das ist Ulis Art und Weise. Aber dann beschädigt das nicht den Verein. Ja. Aber Uli ist gerade der Handelnde. Das sieht man ja. Wenn Uli sagt, so ist das jetzt, wir kaufen keinen mehr, wir verpflichten keinen mehr, dann ist das Gesetz und dann passiert das so. Ja, Punkt. Und nicht irgendwie, wer anders entscheidet das. Ein Uli Hoeneß entscheidet alles beim FC Bayern. Ja, weil der Aufsichtsrat nach seiner Pfeife tanzt
weil da nur Befürworter drin sitzen. Und nochmal, Chrissy, unseren CEO, Jan-Christian Dresen hat er da hingesetzt, er hat einen Herbert Hainer da hingesetzt als Präsidenten. Ich weiß nicht, wann einer da die Eier findet und denkt, oh, jetzt geht es aber zu weit, jetzt schadet der Uli dem Verein mehr und wird dann mal aufbegehren. Ja. Die Zeit ist eigentlich dafür da, um das mal zu tun. Ja. Und das musst du mittlerweile dann auch öffentlich machen. Ja. Weil anders geht es nicht mehr. Weil Uli trägt auch alles in die Öffentlichkeit. Du musst öffentlich knallhart sagen, so wie es gerade ist nicht mehr tragbar und wird nicht passieren. Ja. Wird nicht passieren. Das ist schade. Wir werden sehen, wie die Reise weitergeht, wo sie hingeht. Aber abschließend nochmal, wie kann es sein, dass man sagt, ey, 125 Millionen oder 120 Millionen für den Florian Wirtz, kein Thema. Zahlen wir, machen wir, wollen ihn haben. Und danach sagt man dann, ja, 60 Millionen für einen Woldemade, ja, kein Problem. Die zahlen wir 65, zahlen wir auch noch, mehr wollen wir halt nicht, weil es übertrieben wäre, alles gut, verständlich. Bekommt man beide nicht. Und dann erstmal davon abgesehen, dass ich noch niemals glaube, dass die sportliche Führung den haben wollte. Genauso wie ich nicht glaube, dass ein Max Eberl oder Vincent Kompany einen Florian Wirtz haben wollte. Genauso wenig glaube ich, dass die einen Woldemar da haben wollten. Das waren alles so Uli Hoeneß Gehirnfürze und er hat das ja wieder in Eigenregie gemacht. Und wie kann es dann sein, dass man dann sagt, oh, nee, die haben wir jetzt nicht gekriegt, nee, jetzt haben wir kein Geld mehr. Nee, jetzt haben wir kein Geld mehr. Ja. Nee. Diaz haben wir ja refinanziert durch unsere ganzen Verkäufe, ja. Da brauchen wir nicht drüber reden, das war ein Plus-Minus-Null-Geschäft, eher noch ein Plus-Geschäft von ein paar Millionen. Aber dann sagt man danach, ja, 65 Millionen für den Woldemar, das zahlen wir. Den kriegt man nicht und dann sagt man, oh nee, wir müssen jetzt sparen, wir haben kein Geld. Du darfst jetzt maximal noch einen ausleihen. Also, man macht sich so lächerlich, das ist halt, es ist eine Katastrophe. Ja. Und alle anderen Aussagen wie Eberl kann nicht im Team arbeiten, Eberl ist zu weich und bla und Sülz. Werde ich jetzt nichts zu sagen. Wie gesagt, da können wir gerne Montag im Stream mal ein bisschen drauf eingehen. Können wir uns die Aussagen auch gerne mal angucken im Detail. Ich habe sie, wie gesagt, nur gelesen. Von daher habe ich jetzt nur mal diese eine Aussage da genommen, von wegen, solange wir das Gefühl haben, dass nicht die richtigen Leute an den richtigen Plätzen sind, sind wir noch da. Allein das ist ja schon Katastrophe. Ja, Katastrophe. Damit mache ich den Bums hier zu. Das ist so ein kleiner Abriss. Sorry, Uli, wir haben dir viel zu verdanken, aber es ist wirklich Zeit, dass du den Hut nimmst und dich aus dem Verein zurückziehst. Ja, da sind fähige Personen. Christoph Freund hat das jahrelang nachgewiesen, Max Eberl hat das nachgewiesen. Und da muss er sich einfach zurücknehmen. Punkt. Ja. Wird nicht passieren, aus bekannten Gründen. Naja, sehen wir es positiv. Wir haben immer ein paar Themen rund um FC Bayern. Ne? Aber langsam, also mich persönlich fuckt es nur noch ab und es nervt nur noch, dass jeder Furz in der Öffentlichkeit ist, was den FC Bayern anbelangt und dass man auch öffentlich irgendwelche Leute diffamiert. Für mich ist das eine Diffamation, was man da geäußert hat. Ja, auch gewisse Aussagen zu Thomas Tuchel damals und so weiter. Das schießt einfach übers Ziel hinaus. Wie gesagt, das konntest du vor 10 Jahren Richtung Willy Lemke oder Richtung Christoph Daum, konntest du solche Aussagen noch raushauen. Da war das noch zeitgemäß. Das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß. Ja, wir leben in einer anderen Zeit. Und da muss ein Uli Hoeneß mal irgendwie hinkommen. Aber das wird halt nicht mehr passieren. Naja, so ist es. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende. Vielen lieben Dank, dass ihr Kanalmitglied seid. Für alle anderen, ja,
Ihr habt jetzt natürlich nur einen sehr kurzen Einblick gehabt hier in Kanalmitglieder-Talk. Eigentlich beschränkt es sich darauf, oder was mache ich sonst im Kanalmitglieder-Talk? Ich erzähle ein bisschen aus meiner Woche. Ich hau ein paar Sachen raus, die in der Woche rund um den FC Bayern passiert sind, sage da meine Meinung zu. Macht dann die Kommentare, was in der Regel ein bisschen mehr ist. Ja, aber gut, es gab ja jetzt auch keine Videos. Von daher, auf was soll groß kommentiert werden? Ja, also in diesem Format beantworte ich jeden Kommentar, den irgendein Kanalmitglied geschrieben hat. Ja, alle anderen Kommentare beantworte ich nicht mehr und lese ich auch nur sehr selten, weil vielleicht das nochmal abschließend für den einen oder anderen, der hier vielleicht noch dran ist. Ich habe ja am Anfang meines Kanals, was heißt am Anfang? Also da, wo es ein bisschen mehr wurde, habe ich ja jeden Kommentar beantwortet in einem extra Video. Ja, ich habe ein Video gemacht, habe mich dann da hingesetzt und habe die ganzen Kommentare beantwortet. Das war am Anfang natürlich schön, weil der Austausch besser war. Genauso, wo ich dann auf YouTube gestreamt habe, waren natürlich viel, viel mehr Leute da. Der Austausch war viel, viel besser. Ähm, aber ich bin dann relativ schnell müde geworden. Ja, weil es dann immer dasselbe war. Ja. Du hast immer die gleichen Leute da drinne, du hast immer, klar, wir brauchen nicht über Social Media jetzt anfangen, die Diskussion haben wir schon mal gehabt. Es gibt halt einfach Leute, die da sind, um zu polarisieren, um zu trollen, um zu stänkern. Damit kann ich umgehen. Ja, die blende ich aus, drauf geschissen, scheiß auf die Leute. Ja. Ähm, Viel schlimmer sind die Leute, die sich persönlich angegriffen fühlen, wenn ich, keine Ahnung, ich kritisiere Joshua Kimmich, weil Joshua Kimmich natürlich einen gewissen Maßstab bei mir hat, den er erfüllen muss. Wenn er den nicht erfüllt, sage ich, Kimmich war Note 3 minus, 4, was auch immer, ja, dies und das ist schlecht. Dann gibt es Leute, die fühlen sich da persönlich angegriffen und meinen dann beleidigen zu werden oder sonst was. Und du kannst mit den Leuten nicht reden. Ich habe das versucht, über ein halbes Jahr lang, immer wieder versucht, darauf einzureden, denen klarzumachen, ey, fühl dich doch nicht angegriffen, das ist meine Meinung zu dem Spieler. Wenn du eine andere Meinung hast zu dem Spieler, ist das für mich völlig fein, schreib die auch gerne rein. Ähm, Die lese ich mir durch, im Video, live, ja, im Video lese ich mir die durch, kriegst nochmal eine Antwort drauf, wie ich das sehe. Die Leute raffen das nicht. Ja. Genauso bei Benotung. Wenn ich meine Spielerbenotung mache, wenn ich jemanden mit einer 4 benote und derjenige sieht den dann als Note 1 oder 2 oder und meint dann, mich angreifen zu müssen oder mich beleidigen zu müssen oder dummes Zeug zu labern, da habe ich halt keinen Bock drauf. Und deswegen mache ich diese Kommentarvideos nicht mehr. Weil für mich ist das völlig fein, wenn ich einen Spieler mit einer Note 4 benote und jemand anders benotet ihn mit einer Note 1, ist das für mich völlig fein. Ja. Mir geht es nicht darum, um das nochmal klar zu sagen, mir geht es hier nicht in meinen Videos darum, mich hier hinzusetzen und zu sagen, ey, ihr müsst das genauso sehen, wie ich das sehe. Nee, das ist mir scheißegal, wie ihr das seht. Ja. Wenn ihr denkt, Kimmich hat ein gutes Spiel gemacht, ich denke, Kimmich hat ein schlechtes Spiel gemacht, ist das für mich völlig fein. Ich fühle mich dann auch nicht angegriffen oder sonst was. Ja, wir sind unterschiedliche Menschen, wir haben unterschiedliche Ansichten. Genauso wie wir unterschiedliche Ansichten zum Uli Hoeneß haben werden. Und das ist völlig richtig, wichtig und gut so. Ja. Ähm, aber man wird dann müde. Man wird einfach müde, weil man versucht, den Leuten das zu erklären und die Leute interessiert es nicht. So, von daher mache ich keine Kommentare mehr. Ihr macht die Kommentare unter euch aus. Was gut ist, deswegen gibt es ja hier diese Plattform. Ich meine, irgendwann sind es auch zu viele Kommentare geworden, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Habe ich einfach nicht die Zeit für, weil ich habe natürlich einen ganz normalen 8-Stunden-Job, ja, um das auch nochmal klar zu sagen, für den einen oder anderen, der es nicht weiß. Und ich bin müde. Ist natürlich schade dann für die Leute, die sich Mühe geben und gute Kommentare schreiben. Und genau deswegen gibt es diese Kanalmitglieder-Videos hier. Ja, hier gehe ich auf jeden Kommentar ein, den Kanalmitglied schreibt. Und ja, da bekommt ihr meine volle Aufmerksamkeit. Und dann nehme ich mir auch die Zeit, auch über längere Themen dann darauf einzugehen. Aber für alle anderen ist das nicht mehr der Fall. Dafür habt ihr montags auf Twitch
Da kann jeder kommen, jeder kann seine Meinung da äußern. Ich werde auf jeden Beitrag eingehen. Dafür mache ich diese Streams. Ja, dann können wir das live ausklabüsern. Ähm, Dann habe ich aber diese ganzen Pappköpfe, die eh nur trollen oder dich locken wollen oder ja, die sind dann weg. Ja, wenn da einer von dem Stream ist das auch gut. Da kann er ja machen. Wegen mir wird er weggebannt, wenn er meint, er muss da nur rumtrollen oder sonst was ungut ist. Ja. Damit meine ich nicht eine andere Meinung haben. Ja, ich habe schon ganz, ganz viele Diskussionen in den Streams geführt, wo einfach jemand eine andere Meinung hatte. Und das ist völlig fein. Jeder kann eine andere Meinung haben. Ja, das verstehen viele halt immer nicht. Ja. Viele verstehen einfach nicht, dass ich diese Videos nicht mache, um mich hinzusetzen und zu sagen, ey, das ist, so müsst ihr das sehen. Ich verstehe das, ich verstehe auch nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Das sage ich ja in keinem Video. Ja. Ich sage, das ist meine Benotung, das ist meine Meinung. Und die kann man teilen, man kann das komplett anders sehen. Und das ist auch wichtig und richtig. Ja. Ähm, Wie man sich dann davon angegriffen fühlen kann, verstehe ich eh nicht. Vielleicht bin ich da aber auch ein anderer Typ. Also wenn ich ein Video gucke und da hockt jemand, der seine Meinung zu irgendeinem Thema sagt und ich gehe da so gar nicht mit, ja, aber dann fühle ich mich doch nicht angegriffen. Dann denke ich mir vielleicht, ey Junge, der ist komplett vernagelt in dem Birne, je nachdem, um was es geht. Ja. Oder ich denke mir, okay, ja gut, er sieht das so, ich sehe das so. Ja, alles fein. Ja. So. Und entweder denke ich dann, ja, ist okay, kann ich mit umgehen, gucke ich mir trotzdem an, weil ich denjenigen gerne gucke. Aber ansonsten gucke ich den halt auch nicht. Ja. Also wenn hier jemand zuguckt und sich jedes Mal denkt, was labert der für ein dummes Zeug? Ja, warum glotzt der dann hier zu? Das verstehe ich halt immer nicht. Ja, dann glotzt es doch nicht an. Es ist doch völlig fein. Man ist nicht immer jeden sympathisch oder man ist nicht auf einer Wellenlänge oder sonst was. Aber manche reden sich darauf auf, dass ich sage, Uli Hoeneß, halt mal öffentlich deine Fresse. Ja, oh, da kannst du so nicht äußern. Sag das doch mal netter. Nee, das bin ich, das ist meine Art und Weise. Ja, und wer damit nicht klarkommt, ja, verpisst euch hier vom Kanal, Alter, ist mir doch egal. Ja, also, um das auch nochmal klar zu sagen, wir haben schon ein, zwei äh, äh, Zuschauerschwundwellen hier gehabt, ja, weil ich keine AfD-Wähler hier möchte und so weiter. Äh, Leute, ich gesagt, ich gehe 8 Stunden arbeiten, ich lebe nicht hier von dem Mist, ja. Ich muss nicht davon leben, es ist mir egal, ob hier 8000 Abonnenten sind oder ob hier 100 Abonnenten sind. Ich mache 1:1 den gleichen Content, habe 1:1 den gleichen Spaß. Natürlich ist es schöner, wenn in den Streams mehr Leute da sind, man mehr diskutieren kann und so weiter. Das müssen wir nicht schlecht reden. Natürlich ist es schön, wenn ein Video 5000 Aufrufe hat anstatt 100 Aufrufe. So, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja, sonst macht man den Bums ja nicht. Natürlich ist das schöner. Aber am Ende des Tages, ich bin, wie ich bin. Entweder gefällt euch das, dann guckt ihr hier, oder das gefällt euch nicht und dann guckt ihr hier nicht. Ja. Müsst ihr aber nicht in jedem Video irgendein dummes Zeug schreiben. Könnt ihr natürlich machen, ja. Gönnt euch. Also jeder Daumen nach unten, jeder schlechte Kommentar, jeder dumme Kommentar ist auch Support. Ja. Also von daher gönnt euch, haut raus. Mir wurscht. Ähm, Nur für alle, die neu hier sind, wie gesagt, ich lese ganz selten Kommentare. Ja. Das habe ich mir komplett abgewöhnt, weil es mich einfach dann diese negativen Kommentare oder diese Trigger-Kommentare überdecken halt so den Rest. Ja. Und ansonsten ist es einfach ein Zeitfaktor. Leute, jetzt, ihr wisst, jetzt kommen wieder englische Wochen. Wir haben jetzt 6 Spiele in 3 Wochen. Pro Spiel gibt es 4 Videos. Ja. Das ist halt natürlich auch Zeit. Ja. Ich mache das ja hier nicht, keine Ahnung. Also sollte es irgendwann so sein, dass es keinen Spaß mehr macht, dass es in Arbeit oder Stress ausartet, will ich den Bums nicht mehr machen. So, ja, mir macht das Spaß. Es ist mein Hobby. Ein großes Hobby, sieht man, ein zeitintensives Hobby. Und da ist dann einfach nicht mehr die Zeit zu sagen, ich lese hier alle Kommentare, beantworte die oder sonst was. Ne? Das geht halt einfach nicht. Deswegen gibt es immer montags den Stream. Ne? Wenn ihr mit mir kommunizieren wollt, kommt da rein auf Twitch. Nur noch auf Twitch, nicht mehr auf YouTube. Hat einfach den Grund, dass man
um das auch nochmal zu sagen für den einen oder anderen, der vielleicht noch nicht so lange hier ist. Auf Twitch kann ich halt einfach mal auf so einen Doppelpass mir angucken, reagieren. Ja? Oder ich gucke mir von Bundesliga sonst irgendwas, ich gucke mir irgendwelche Spielszenen an oder sonst was. Das geht auf YouTube nicht. Da wird direkt der Stream schwarz und Ende. Ja? Deswegen nur noch auf Twitch. Und ihr bekommt es ja im Nachgang. Ne? Ihr könnt es euch im Nachgang anschauen, wer da Bock drauf hat. Und ich denke, das ist eine gute Regelung mittlerweile. Jeden Montag, es sei denn, es ist Länderspielpause, gibt es den Bayern-Stream 18 Uhr. Und wie gesagt, wenn ihr unbedingt was habt, was ihr loswerden wollt in meine Richtung, ja, dann kommt ihr da rein und dann können wir da live drüber diskutieren. Ist gar kein Problem. Ne? Dafür ist der Stream da. So. Gut, habe ich noch mal ein paar Themen rund gemacht in diesem Video. Das ist sehr gut. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich nochmal recht herzlich an alle Kanalmitglieder und danke für euren Support. Und ich freue mich Montag auf den Stream und dann gehen wir nochmal ein bisschen in dieses Uli Hoeneß-Thema rein. In diesem Sinne, wunderschönes Wochenende, ein gutes Spiel gegen den HSV. Haut rein, bis dann. Tschüssi.